Wir kommen jetzt zu einem wichtigen Prinzip. Gott liebt den Sünder, die Person, aber er hasst die Sünde, die Tat. Der Evangelist Moody, er sagte mal so: Wenn du ein Kind hast, das die Pocken hat, dann hasst du die Pocken mit 2 S. Aber du liebst dein Kind, nicht wahr? Gott hasst die Sünde mehr, als du jemals die Pocken. Aber Gott liebt die Sünder mehr, als du jemals dein Kind. Es gibt Leute, die behaupten, Gott liebt nur diejenigen, die ihn lieben. Er liebt nur die guten Menschen, nicht die Sünder. Ihr Lieben, das ist eine Lüge Satans. Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns dadurch, indem er Christus sterben ließ, als wir noch Sünder waren. Ich weiß von einem Evangelisten, durch diesen Satz hat sie ihn umgehauen, hat Buße getan, hat sich bekehrt. Gottes Liebe wurde sichtbar, als er seinen Sohn sterben ließ, als wir noch Sünder waren. Jesus starb nicht für gute Leute, er starb für die Verlorenen. Er starb für die Sünder. Er starb für die ganze Welt, ohne Unterschied, für alle. Den größten Fehler, den du überhaupt machen kannst, die Ablehnung der Gnade und Liebe Gottes. Es gibt keine größere Sünde als die Ablehnung des Gnadenangebotes Gottes in Jesus Christus. Und noch einmal, jeder Mensch lebt vom Sündenfall her getrennt von Gott. Und wenn er in diesem Zustand stirbt, dann kommt er ins Gericht, wird auferstehen und er wird ewig in die Verdammnis gerichtet werden. Und dort bleibt er ewig getrennt von der ewigen Liebe Gottes. Wer Jesus und seine Liebe hier in diesem Leben nicht angenommen hat, den erwartet in Ewigkeit nicht Liebe, sondern Zorn. Der heilige Zorn Gottes. Der ewige Zorn Gottes. Jesus hat gesagt in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also wer Jesus angenommen hat, wird gerettet. Wer Jesus nicht angenommen hat, geht verloren.